Freitag von der 1. Oktavwoche begrüße ich euch ganz herzlich aus der Kathedrale Notre-Dame von Lützeburg. Wir überdrohen von Hai Pontifikal Andacht. Sie wird präsidiert vom Weihbischof Leo Wagner. Als Anfang sangen wir Heilig Maria, du prächtig Frau vom Abbé Laurent Dres, bei der Aussetzung N'aie pas peur vom Georges Lefebvre, die Regina Zödi Magnificat 574, den Tantum Ergo ob Melodie O Maria, deine Schmerzen, an das Schlusslied Es schon mein Lied bei dich gedrohen vom Viktor Goldschmidt. Den Domorganisten Herr Paul Breich spielt als Sorti Gitscherka an Do Mineur vom Johann Pachelbel. Kantore sind Herren Marc Dostat und Jean-Marie Bock. Thema von der Predigt von der Madame Millie Hellers, Kooperatrice pastoral an der Paar Caudal Saint-Barbe als Haut, Begegnung, die Entschädungen auffordert. Dem Herrgott jo gesot, komm, helle weiß mat dengem Rot, du hast net lang für wat gefroht, mach du eis Mut zur guter Dot. Helge Gisch gost du gelät, du hast gefolgt, was berät, dei Glaven druch de Sturchalit, stärk eise Glaven, stärk eis Fred. Du bist ei Frau, die nie geklot, du stungst beim Kreuz, hast nicht versot,
Du hast dich ganz ob Gott verlos, steck du als Hoffnung, mach sie groß. Jesus leeft huet dich gedrohen, viert Menschen willst du alles wohn. Du bist eng Mam so gut, so treu, steck du eis leeft da, gib mir nahe. Du für eis leeft recht darin, tat mir eis madde nie verstehen. Biet du für eis gut Königin, tat ob der Welt soll Friede sein. Lassen wir beten. Herrgott, unser Pap, du bist barmherzig, du geseist all Trost. Der Sohn hat Kreuz Maria, sing Mam, auch eis zur Mam gin. Lauscht drauf eis patrinisch, die für eis schwätzt, erschenk eis an all Not, dein Trost, an den Höllef. Dafür beten wir durch Jesus Christus, dein Sohn, als ein Herr an unser Gott, den an der Einheit vom Heiligen Geist mit dir lebt, an Herrs an all Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer der eine Gott. Du kennst doch die Gebote.
Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, umarmte ihn und sagte: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lieven Herr Weihbischof, lief Leute hier an der Kathedrale, an daheim über das Radio, Tele oder Internet. Thema von Haut ist, ob einmal war alles ernst, Begegnung, die Entscheidungen fordert. Viele von uns haben sich bestimmt schon mal die Frage gestellt, eine ganz erste Frage: Was geschieht, wenn wir sterben? Wenn wir als leben, ja, alles muss loslassen. Wie sind ich dafür Herrgott? Von Haut mein letzten Tag für was wild, was müsste ich machen, nach Sohn. Das Evangelium und die Lehrer von der Kirche, die gehen als Antworten an die Hoffnung gehen, mehr die Froh bleibt. Den Zweifel bleibt. Die Glauben in den Obersternen aber ändert alles. Am Evangelium begegnen wir einen Mann, den die Jesus absicht mit einer ähnlichen Frage: Was muss ich machen, für das ewige Leben zu gewinnen, zu erben? Ein paar Worte zum biblischen Kontext. Der Jesus war Weg auf Jerusalem. Viele Menschen haben ihn abgesicht, Eltern haben ihr Kinder bei ihr gebracht. Hier soll sie sehnen. Das hat seine Jünger gesteuert. Und sie haben die Eltern mit den Kindern fortgeschickt. Die hatten nicht alles verstanden. Die Jesus hat ihnen darauf widersprach an die Kinder, die an der damaligen Kultur kaum ein Statut hatten. Ihn hat Kinder Vorbild genannt. Für was Kinder? Weil Kinder so groß Vertrauen haben. Vertrauen an ihre Eltern, an ihre Bezugspersonen, an denen da ist die Kinder, Hund oder Enkelkinder, die wissen das. Die Kinder vertrauen. Für ihre versammelte Gemeinschaft hat Jesus manchmal zu unkommode sozialen und religiösen Fragen Klartext geschwärzt. Das war bestimmt auch eine von den Ursachen, für was Pharisäer und Schriftgelehrten Singer wollten losgehen. Jesus wusste das und hat seine Jünger nicht verheimlicht, was auf ihn durchkam. Aber trotz Ängsten für eine Ungewissheit, als der Jesus sei weh am Vertrauen auf sein Pap Firuga. Vertrauen. Im Vertrauen geht es doch am Bibeltext von Haut. In der Weg auf Jerusalem geht Jesus von einem Mann bald überfallen,
die steht nicht auf der Straße zu warten, bis der Jesus bei ihr könnt. Nee, hier gesagt der Jesus von weitem kommen, lebt ihm entgegend, geheizt sich vor und ihm auf die Knie. Wir müssen uns die 10-mal vorstellen, das ist ein starker Gest. Der Mann hat bestimmt vom Jesus hören, auf was zutiefst bereit, ihm zu begegnen. Hier kniet Boden, man stellt dem Jesus die froh. Ich so mit meinen Worten, was muss ich machen, für an den Himmel zu kommen? Mich später am Text ging mir gewohr, dass hier ganz viel Sohn hat. Vielleicht wird hier gemeint, mein ewiges Leben ist es wie mit der Kontabilität. Wenn ich viel habe, viel schaffen, viel investieren, da verdiene ich viel, und die Boni, das ist die Belohnung, die mir zusteht. Ich sehe auch schon eine Reise, mache ja heute mal einen Tag, also müsste das so abgehen. Vielleicht hat der reiche Mann sich an diesem Sinn vom Jesus eine Antwort erwartet. Jo, eine Bestätigung von seiner Strategie. Aber es kam ernst. Jesus hat den Mann durchguckt. Trotzdem schickt ihn hier aber nicht heim. Am Gegenteil. Ihn hält sich froh echt und erinnert ihn an das wichtigste Gebot von der Barmherzigkeit. Du kennst Gebote und dann zählst sie ab. Du sollst dein Nächste gehen und den Älteren respektieren und so weiter. Damit invitierte Jesus den Mann an eine Reise zur Lektüre von unserem Alltag. Wie gehen wir mit denen um, die uns nachstehen? Mit der Familie, mit den Opern. All die Gebote befolgen ich. Jo, alles das tun ich gemacht, antwortet der Mann. Ein bisschen Arroganz oder vielleicht große Naivität braucht es schon, für so zu antworten. Wie hätten wir bei so einer Antwort ihm vis-à-vis reagiert? Geschmunzelt, den Gag gemacht, ihn umgebotscht. Der Jesus reagiert da nicht. Hier, so heißt es in der Bibel, hier guckt der Mann mit Leid an, weil hier froh mit ihm ist. Hier guckt der Mann mit Leid an, weil froh mit ihm ist. Jesus hat ganz viel Wohlwollen vis-à-vis von dem Mann, aber die Leid hindert hier nicht daran, für Klartext zu schwätzen. Nie hat Jesus sich aufhängig machen gelassen von der Sympathie von den Leuten aus seinem Umfeld. Was hat gesagt gehen, hat hier gesagt. Mit wohlwollender Respekt, auch wenn es manchmal unkommod war. Geh, verkauf dein Besitz, gib zu in den Armen, da komm, geh mir nur. Der Mann hat alles, mir etwas fehlt. Und das, was fehlt, das ist das, was ihm zu viel hat. Vertrau nicht dem Portemonnaie, mir vertrau dem Herrgott. Vertrau mir, sagt Jesus. Da bist du für immer in guten Händen. Vielleicht will Jesus dem Mann an dummer Reis vermitteln, dass das ewige Leben niemals ein Verdienst kann sein. Wir nehmen ein Geschenk, das wir einzig an der Länge mit eidlen Händen können empfangen. Wissen wir doch alle gut, bis es salopp gesagt, dass diese letzte Leib keine Taschen hat. Wir für das Hen eidel gehen, muss loslassen, weit zulassen, aushalten und vertrauen. Wir wissen heute, wie die Geschichte weitergeht. Der reiche Mann geht fort, traurig. Ihn hat viel Suchen, aber wenig Vertrauen. Seine Hände waren voll, er konnte nicht loslassen.
Trotzdem können dem Jesus sing weder sein Verhalten dem reichen Mann vis-à-vis an noch Eis, Trost an Hoffnung gehen. Sind doch mir manchmal wie der reiche Mann, den sich an der goldenen Fassade sing innerliche Armut wunderbar verstoppt, aufhängig aus von Sachen, Blicker, Titel, Relationen, hat uns doch besonders laut Lebensschule von der Pandemie ganz vieles bewusst gemacht. Die einen kommen reich auf die Welt, andere haben nicht viel. Die Frau bei dieser Begegnung ist nicht, ob ihr viel oder wenig hat. Mit Frau ist, wie ein Platz hat das alles an meinem Leben. Festhalten, unhefen, sein Leben, sein Selbstbewusstsein mit dieser goldenen Fassade identifizieren oder loslassen. Delen, ohne sein Selbstwertgefühl von Besitz und Image aufhängig zu machen. Geht es uns nicht doch manchmal wie dem reichen Mann, dass wir spüren, dass wir loslassen? Erinnerungen, Sachen, Gewünschten, Beziehungen, Menschen, Überzeugungen. Und das ist nicht einfach. Der reiche Mann ist traurig fortgegangen. Hier hat Jesus zwar mit Begeisterung abgesicht, aber hier konnte seinen Erwartungen nicht gerecht gehen. Hier konnte nicht loslassen. Hier konnte nicht vertrauen. Was machen wir? Trauen wir uns, für mit Vertrauen loszulassen, für dem Jesus seine Botschaft zu leben und weiterzugehen. Muss mir doch alle gut irgendein Kehr, für an das ewige Leben anzutreten, alles loslassen. Und aus dem Herrgott singen Herrn aufvertrauen. Entsprechend der Wörter vom Johannes vom Kreuz, Mystiker und Autor aus dem 16. Jahrhundert, wo seinem Stiefbett, wo seine Matbrüder ihm Stiefgebieter, mit ihm Stiefgebieter gebiet. Und hier wird gesagt, halt op du Mutter, liest mir aus dem Hohelied der Liebe, weil dat Best, dat könnt recht. Dat Best könnt recht. Da das, an das sinne ich mir selber ganz bewusst, ganz einfach hei alles Ambo gesot, mir gemerkt, den Herrgott muss es dann eis machen. Allein können mir dat nicht. An einem Moment verstellt will mir reis, wie der junge Mann aus dem Evangelium, vom Jesus, die Frau auch mit Eisers, angucken lassen. Als vorstellen, die Jesus als Hai, hier guckt eis an. Als angucken lassen, an ihm all das du vertrauen, was eis von ihm und noch manchmal von anderen trennt. Los ma hier nimmt sing Hölf bieten, wir können Last zu lassen, was unsere Relation mit ihm am Weg steht, als Singer Relation, als Singer lebt, auf Vertrauen.
Heilige Maria, Gottes Mam, Trägerin am Leid. Lass losen as manchmal nicht einfach. Du hast uns et viel gelieft. Auch du hast der Jung müssen lassen. Hölle weiß ob eisem weh. Amen. Posez sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. Posé sur moi son regard et m'a dit viens et suis-moi. Il a posé sur moi son regard et m'a dit viens ne crains pas. Herrgott, du kennst uns besser, wie wir uns selber kennen. Und du bist trotz allem froh mit uns. Dafür vertrauen wir dir uns alles an. Wir beten dich für die Menschen, die auf der Sicht sind, dass sie am Gespräch mit gläubigen Zeilen ihre Wege fanden. Herrgott, hör uns. Wir beten dich für die Menschen, die alles manchmal viel zu viel haben und aber
immer unzufrieden sind. Herrgott, Herr Reis. Herrgott, Herr Reis. Seigneur, nous te prions pour les multimillionnaires, qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités envers les plus démunis. Seigneur, écoute-nous. Wir bitten dich für die Menschen, die auf der Flucht sind, und so ihre Familie, Heimat und Hoffnung verloren haben, dass sie an diesem reichen Europa abgeholt gehen und hier ein neues Zuhause finden. Herrgott, Herr Reis. Seigneur, tu as pu écouter cet homme riche avec respect et bienveillance, sans le juger. Aide-nous à faire de même avec les personnes de notre entourage qui sont différentes de nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, En einem Moment von Stolz wollen wir dir, Herrgott, ein persönlich Uleies vertrauen. Herrgott, Herr Reis. Herrgott, lauscht ob eist gebiert, dat wat mir aussprechen an dat, wat du lenken kannst. Darum beten wir dich durch den Jesus als ein Herr an unsere Bruder. Regina Celi, Dieu qui, par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avait bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par lui, Jésus le Christ, notre Seigneur. Tantum ergo sacra
de cielo prastitis Eis, Alleluia. Omni delectamentum in sea lantem, Alleluia. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue, que sumus itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Wir haben pontifikal Andacht überdrohen aus der Kathedral von Lützeburg. Die können Sie nach ein Jahr lauschen, heute Abend um 6 Uhr bzw. um 23 Uhr Dock. Und ich mache noch darauf aufmerksam, dass morgen mitten die Andacht am Kader von der Krankenwallfahrt auch Dock überdrohen wird, aber schon um 3 Uhr. Weiter will ich mich am Namen vom Dock auf alle Responsablen entschuldigen für die technischen Probleme, die es gestern bei der Überdrohung, dass eben Technik an Technik kann Heinz doch versuchen. Als Techniker haben allmähliches gemacht, für Probleme zu beheben. Hoffen wir, dass es dann an den nächsten Tagen besser geht. Wie gesagt, Technik als Technik, eine große Entschuldigung dafür. Für die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, an die Kathedrale zu kommen, meine ich denke darauf aufmerksam, dass sie die Möglichkeit haben, ein Kerz bei der Trägstrin an ihren Ulayes brennen zu lassen. Ganz einfach nehmen den Betrag für den Kerz auf den Konto von der Kirchenfabrik überweisen. Und da könnt ihr ganz sicher sein, dass die Kerze bei der Trägstrin brennt. Auch weiter könnt ihr Nachmeren da machen, ganz neidisch stehen für die Restauration von der Urgel hier in der Kathedrale, wie auch, wenn wir weiter all gute Willen, und ich meine, wir wollen nicht, dass Sonntagsmassen wie auch die Andachten an der Kathedrale von der Oktav überdrohen gehen. Die betreffen Kontusnummern findet ihr auf kathol.lu. Für die Leute hier in der Kathedrale, wie die Dich für drun, oder hier beim Podium, wo die Choral normalerweise steht, Möglichkeit, 1 oder 2 Quarte mitzuholen, die da könnt schreiben oder einfach mitholen für Leute, die krank sind, die an Not sind, für ihnen so auch ein bisschen Oktav heimzuschicken, an dem es mit der Quarte ein Leben groß, mit für und allem Trägstrin bei sie auf Besuch könnt. Könnt Quarten nur der Andacht hier holen. Ich wünsche euch dann alle Gute nach weiterhin ein ganz schön Oktav, auf für und allem mal ein ganz schön Teichfest von dieser Trägstrin, der Patronisch von Stadt Alland. Also geben wir den Mikro zurück an das Studio.